Ich würde gerne noch mal beten. Geist Gottes, ich lade dich ein, in dieser besonderen Predigt heute Morgen, dass du wirkst und dass du hilfst, allen mit den richtigen Ohren zu hören. Ich sage dir, Diabolos, im Namen Jesu, du hast kein Anrecht, das, was ich rede, durcheinander zu bringen. In Jesu Namen. Amen. Bei der Predigtvorbereitung kann ich mich erinnern an irgendwelche so weit weg, so Urzeiten von meinem Leben an meiner Rekrutenschule. Und leider mögen sich da nur wenig Frauen erinnern, aber viele Männer. Ich weiss, wenn wir sogenannte Tarnübungen machen, oder? Mit geschwärztem Gesicht und Tarnnetz und x-Material ausgerüstet für unsere Fahrzeuge, sind wir dann in fremdes, findliches Gebiet eingedrungen, um zu schauen, dass man uns ja nicht erkennt. Mega gut ist es mir mindestens selten gelungen. Vor allem in meinem Töpf, wenn ich geschraubt habe, relativ laut ist. Aber von dem, was ich heute rede, der ist ein Meister von der Tarnung. Und gegen den Meister von der Tarnung sind wir Soldaten Prätzeli-Buben gewesen. Auch wenn wir das Beste gegeben haben. Als Meister von der Tarnung versucht der, wenn ich heute darüber rede, immer wieder in einzelne Leben, in Familien, in Kirchen und in Gemeinschaften zu kommen, dort sich zu infiltrieren. Und über das haben wir es heute. Darum auch der Aufruf von Paulus im Epheser Kapitel 6, Vers 11. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alles seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Heimtückischen Angriffen. Also es ist so die Tarnung. Heimtückisch ist Tarnung. Es versteckt sich etwas. Es tarnt sich etwas. Es gibt sich etwas nicht zu erkennen. Es kommt so feig von hinten, von irgendwoher, wo man es nicht erwartet. Und jetzt Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen, also nicht gegen Wesen vom Fleisch und Blut. Also der Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und die Gewalten der Finsternis, die über der Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stecken. Teufel, Fragezeichen. Was für ein Wort in der heutigen Zeit, oder? Zwar glauben viele Menschen noch an das Übernatürliche, nicht nur Christen. Aber an Teufel, wie kann man Teufel glauben? Im Grundtext, im Griechischen, wo oft der Luther mit Teufel übersetzt, gibt es zwei Hauptwörter, die benutzt werden. Einerseits 30 Mal der Name Satanas. Die Bedeutung davon ist Gegner oder Widersacher. Die Bedeutung von Satanas ist auch der Name für den Oberste von allen bösen Mächten. Der zweite Name, der 31 Mal, je nach Übersetzung, gebraucht wird, ist der Diabolos. Und bei dem Namen will ich heute bleiben, vor allem. Die Bedeutung von Diabolos kommt von Dia, durch, und Ballo, werfen. Der Durcheinanderwerfer, der Dazwischenwerfer oder übersetzt auch der Ankläger, der Verleumder oder der Entzweier. Ich möchte das wiederholen. Ich sehe es da vorne. Diabolos, Dia, durch, Ballo, werfen, der Durcheinanderwerfer wird uns da vorgestellt. Der Dazwischenwerfer, der Ankläger oder Verleumder, der Entzweier. Manchmal reden wir heute auch um die Namen zum Gehen von Chaosmacht, nicht unter den Christen herum.
Das Ganze mit dem Durcheinanderbringen, mit dem Ankläger hat ja schon im Paradies angefangen, wo er die Beziehung zwischen den ersten Menschen und Gott auseinandergebracht hat und die Menschen, die Adam und Eva, auch noch hintereinander gebracht hat, wegen der Schuldzuweisungen, wo man sich gegenseitig die Schuld gegeben hat. Und es hört nie auf durch die ganze Bibel. Durch die ganze Bibel sehen wir immer wieder, der Diabolos kommt, oder? Als Beispiel die rote Korach. Korach ist in dem Auszug aus Ägypten, in dem Wüstenzug, oder? Das war nicht die rote Korach schlussendlich, sondern es ist der Diabolos, der dahinter gestanden ist. Der Diabolos, der das missbraucht hat, der Miriam missbraucht hat, der immer wieder Menschen infiltriert hat, um alles durcheinander zu bringen. Das, was oft ausgesehen hat in der Bibel, als ersten Moment nach einem Kampf gegen Fleisch und Blut, ist oft eben der Kampf gegen die unsichtbare Macht. Mein nächster Titel heisst, es ist immer der Diabolo gewesen. Schaut, ich bin in dieser Kirche, seit ich 23 bin. Halleluja. Jetzt bin ich 66, genau, bald 67. Und am Anfang, als ich in dieser Kirche war, war überall immer ein Diabolos, oder? Der hat sich überall versteckt, oder? Es sind halt Anfechtungen, hat man gesagt. Es sind halt Anfechtungen, oder? Und ich habe oft den nicht gesehen. Ich habe mir gedacht, wo steckt er denn? Sind das nicht einfach ganz normale zwischenmenschliche Konflikte? Ist das nicht einfach so etwas, so das Fehlverhalten von Menschen? Kann man jetzt die Schuld geben dem Diabolos? Hinter jeder Ecke hat er gelauert und ich habe eine Überdosis bekommen von dem. Aber mein nächster Titel heisst «Aus den Augen, aus dem Sinn». Hat sich jetzt das ins Umgekehrte gewandelt? Hat sich der Durcheinanderbringer ins Nichts aufgelöst? Gibt es einfach nicht mehr. Rechnet wir noch mit ihm? Oder sind wir so sozialisiert, dass wir irgendwo das ganz vergessen haben, dass der auch noch könnte eine Rolle spielen? In ganz verschiedenen Bereichen. Sind wir wach genug, noch mit dem Satan zu rechnen? Der immer wieder bis zur heutigen Zeit und gerade in dieser Zeit alle Register zieht, um jeden Preis zu verhindern, dass Familien, Gemeinschaften, Kirchen, das Reich von Gott könnte zum Blühen kommen. Alle Register. Alle Register. Mein nächster Titel heisst «Naiv». Sind wir als einzelne Jesus-Nachfolger, als Kirche und als Volk Gottes vielleicht ein bisschen naiv geworden? So naiv, dass wir eben den Durcheinanderwerfer, den Spalter, nicht mehr als solches auf dem Radar haben. Lassen wir es zu, dass unter seinen verschiedenen Tarnungen er kann schalten und walten, wie er will. Stellen wir uns ihm nicht mehr entgegen. Setzen wir ihm keine Grenzen mehr. Sagen wir nicht mehr, so nicht mit uns, im Namen Jesu. Kann er stillschweigend Kirchen lähmen? Kann er stillschweigend die Gläubigen einschläfern? Kann er stillschweigend Prioritäten vom Reich Gottes von gegen aussen, gegen innen kehren? Kann er stillschweigend Pastoren angreifen, Pastoren entmutigen und im Burnout ergreifen? Ich weiss, von was ich rede. Ich bin viel unterwegs, in anderen Verbänden, verschiedenen Kirchen. Und ich weiss, wie es den Pastoren geht. Kann er unerkannt Ehen angreifen? Kann er unerkannt, lassen wir es zu, Beziehungen zerstören? Reinkommen, wo er vorher gar nicht war? Und wir stehen da als Jesus-Nachfolger und zucken mit den Schultern. Wir stehen daneben. Dürfen dazu die Pandemie als Gefährt benutzen. Als Gefährt benutzen.
auch mit Antisemitismus ganz langsam wieder erneut zu kommen. So wie es Diabolos in allen Zeiten, die schwierig sind, die außergewöhnlich sind, gemacht hat. Ihr könnt die Kirchengeschichte anschauen. Oder die Judengeschichte noch besser. Durchschauen wir ihn oder lassen wir es geschehen? Habe ich mir das aus den Fingern gesogen? Passiert es wirklich? Es ist so. Ich empfinde seit einigen Monaten schon und immer stärker, dass der Geist Gottes zu mir redet und sagt, du musst Klarheit schaffen. Du musst über das reden. Du musst wecken, was das anbelangt. Wo meine Kontakte mit Pastoren in der Schweiz und jetzt gerade eine Gemeinde Pastoren treffen gewesen, und ich reden von einer von diesen Bewegungen von der Schweiz. Das bestätigt mich, dass der Eindruck, den mir der Geist Gottes gibt, dass da wirklich Mächte am Wirken sind. An was erkennen wir denn das Wirken vom Diabolos, damit wir ihn nicht hinter jeder Ecke sehen? Jesus redet darüber im Matthäus-Evangelium. Es ist ein Wort, das mich immer wieder ermutigt hat und mir Ausrichtung gegeben hat in allen Wellen und auf und ab, seit ich eben 22,5-jährig bin und in den Kirchen mitarbeite, zuerst ehrenamtlich und dann als Pastor. Ich will lesen 7, Vers 15 bis 16. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Da sehen wir die Wölfe im Schafspelz, wie Jesus redet. Und ich habe vorhin noch von der Meistertarnung geredet. Der Paulus hat ein anderes Wort dafür, aber es geht immer ums Gleiche. Es geht immer um das hinterlistige Infiltrieren. Dann geht es weiter. So trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Und zum Schluss nochmal wiederholt sich Jesus nochmal und sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir haben Mittel und Wege, um Täuschungen vom Diabolos zu erkennen und aufzudecken. Wir sind nicht hilflos ausgeliefert. Und zwar jedes einzelne von uns. Nicht nur wir als Kirche, sondern jedes einzelne von uns hat die Möglichkeit. Wir können erkennen, wo falsche Propheten zerstören. Und da denke ich jetzt in ganz verschiedensten Bereichen. Wir können erkennen, wo das Reich Gottes verhindert wird und wo das Reich Gottes gefördert wird oder wo es abgewürgt wird. Da geht es viel weiter als die Impffrage. Verstehen wir das? Die Predigt ist nicht auf die Impffrage fokussiert. Egal, was auf uns zukommt, egal, was uns gesagt wird, prüfen wir doch, was die Früchte der Entwicklungen sind. Und wenn wir schauen, was die Früchte sind, wo aus etwas rauswachsen, dann wissen wir, was dahinter steckt. Amen. Ich bin noch nicht fertig. Immer, in all diesen Jahrzehnten, in allen gesellschaftlichen Bewegungen, in allen Wellen, die gekommen sind und uns erwischt haben, das Volk Gottes, habe ich immer wieder das Wort zuvorderst gehabt. Ich will die Früchte sehen. Ich will sehen, was für Früchte wachsen aus etwas raus. Und hinter der Frage, was für Früchte rauswachsen, möchte ich sehen, was es ist. Was sind denn die Früchte? Das ist jetzt auch fraglich, oder? Aber es ist eigentlich nicht fraglich, sondern wir können bei Jesus im Leben schauen. Was ist aus dem Leben von Jesus herausgewachsen?
Ihr könnt selber die Evangelien lesen und euch fragen, was ist rausgewachsen? Was ist das Resultat gewesen, wenn Jesus mit Menschen geredet hat nachher? Und Jesus hat ja den Heiligen Geist gehabt. Und darum hat Jesus die Früchte vom Heiligen Geist gehabt. Und die Früchte, die Jesus davor erzählt, davor sagt, als Maßstab, den wir setzen können, die Früchte vom Heiligen Geist, die stehen im Brief an Galater, Kapitel 5, Vers 22. Und ich möchte sie lesen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Lassen wir es nochmal. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wo siehst du die Früchte wachsen? Und wo siehst du andere Früchte wachsen? An diesen Früchten, sagt Jesus, sehen wir, ob der Baum gesund ist oder der Baum eben nicht gesund ist. Ob es ein Wolf im Schafspelz ist oder eben nicht. Wo sehen wir in unserer Kirche, in unseren Small Groups, in unseren Families, in unseren Bekanntschaften die Früchte? Und wo sehen wir andere Früchte? Du denkst vielleicht, so krass kann man es nicht sagen. Okay. Aber ist mir ganz eine krasse Stelle in den Sinn gekommen, wo der Petrus zu Jesus gesagt hat, Jesus hat zuerst gesagt, er gehe ins Kreuz, er müsse sein Leben lassen. Petrus sagt, das geschieht dir ja nicht. Und was hat Jesus gesagt? Hinter mich, Satan. Oh. Also es kann offenbar sein, dass der Diabolos eben auch irgendwo plötzlich uns infiltriert. Auch Gottes Kind. Auch ein Petrus. So ein genialer Mann. Und Jesus hat ihn zurechtgewiesen. Ich möchte dich jetzt einladen, eine kurze Zeit dir zu nehmen. Das Piano wird spielen in dieser Zeit. Wahrscheinlich, jawohl. Kurze Zeit zu nehmen und überlegen, die letzten 2 Wochen, was für Wort, was für Reden, was für Gespräche hast du gehabt? Was für Posts hast du gepostet? Und was denkst du, dass aus diesen Gesprächen und diesen Posts aus für Früchte wachsen könnten? Einfach einen Moment zum Nachdenken. Es geht nicht darum, dass du dir jetzt überlegst, was andere gesehen haben, sondern überlegst, was du gesehen hast. Saatgut vom Frieden, Saatgut von der Liebe, Saatgut von der Barmherzigkeit, Saatgut von der Freundlichkeit.
Tag für Tag, Woche für Woche, haben wir als Jesus-Nachfolger und die es noch werden wollen, die Möglichkeit, zu säen. Saatgut säen. Und die Frage ist, was für Saatgut ist es? Und was wird daraus herauswachsen? Der Kampf geht nicht gegen Geimpfte und nicht Geimpfte. Beide Seiten nicht. Der Kampf geht auch nicht gegen die Regierung. Der Kampf geht gegen den Durcheinanderbringer, den Auseinanderbringer. Der Kampf geht gegen den Durcheinanderbringer. Der Kampf geht gegen Chaosmacht. Wir sehen das sogar im Buch Daniel, wie dort die Chaosmacht den Erzengel aufgehalten haben und es spät gekommen ist zum Daniel. Weil in der unsichtbaren Welt auch so Sachen abgegangen sind. Freunde, vielleicht ist es auch dran, dass man um Vergebung bittet. Das ist das alte Wort Buße tun. Also, wenn wir das noch kennen, das alte Wort Buße tun. Es fängt unseren Gedanken an, es geht unseren Wort weiter. Freunde, wenn wir das Volk von Gott uns noch einmal demütigen. Demütigen heisst auch Dreck fressen. Dann haben wir etwas zu sagen in diesen Zeiten. Das ist unsere Zeit. Es wäre unsere Zeit. Ob welcher Status schon immer, spielt keine Rolle mehr. Ganz ehrlich nicht. Jetzt wissen wir vielleicht ein bisschen mehr, aber können wir jetzt einfach nur nach den Schultern zucken oder haben wir etwas in der Hand? Im Epheser 4,7 schreibt der Paulus: Gebt den Teufel keinen Raum in eurem Leben. Gib dem Diabolos keinen Raum in deinem Leben. Gib dem Diabolos keinen Raum in deinem Leben. Es ist nicht ein einfaches Game, das im Moment gespielt wird, auf allen Seiten und überall auf der Welt. Es ist eine ernste Sache, weil es da um Macht geht. So sollen wir zu den Menschen gehören, die dem Diabolos keinen Raum geben. Und das zweite Wort aus Jakobus 4,7: Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Widerstehen kann man auch mit widersetzen übersetzen. Also widersetzt euch oder widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Konkret: Entlarven wir doch dort, wo falsche Früchte entstehen, das Werk vom Diabolos. Schauen wir doch hinter die Fassade. Dann das Zweite ist, stell dich den Entmutigungen, stell dich den Entzweiungen, stell dich dem Unfrieden, stell dich der Lähmungen, der Anklage, der Verleumdung im Namen von Jesus Christus entgegen. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Denn in dem Namen Jesu ist die einzige Kraft, um zu widerstehen. Auch wenn wir versucht sind, der anderen Samen zu säen. Auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, wir sind noch berechtigt, der anderen Namen zu säen. Sollen sie endlich, warum haben sie noch und all das Zeugs. Wir müssen hören damit. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Ewigkeit und nicht Ewigkeit. Es geht darum, wie wir uns in dieser Weihnachtszeit nochmal formieren. Und Menschen eigentlich offen sind für die gute Nachricht von Jesus Christus. Und zuletzt, streck dich aus nach der Frucht vom Geist. Halt Ausschau, hab Sehnsucht, dass aus deinem Reden raus, aus deinen Posts raus, Früchte vom Geist kommen können. Liebe,
Frieden, Treue, Barmherzigkeit. Das alles will der Geist Gottes in uns hineinwirken und durch uns durch. Und dem alles widersteht der Diabolos. Darf ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet? Jesus Christus, wenn ich dein Leben anschaue, sehe ich, was für Früchte aus deinem Leben herausgewachsen sind. Erlösung, Aufrichtung von Menschen, die am Boden gelegen sind. Du hast Wert gegeben, Menschen, die wertlos waren. Du hast Menschen zu dir gerufen. Und Jesus, du bist dermassen demütig gewesen und hast dein Leben gelassen. Und in allem, was dich gequält hat, hast du noch gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hast du in dem Moment, Jesus, an Diabolos gedacht? Du sagst, dass die Menschen, die dich gequält haben, nicht gewusst haben, was sie da haben. Hast du an ihn gedacht? Wo du schlussendlich am Kreuz besiegt hast? Und wir sagen dir, Diabolos, im Namen von Jesus Christus, du bist besiegt worden am Kreuz. Und hast kein Anrecht mehr an uns. Wir widerstehen in dem Namen Jesu. Wir widerstehen. Und Heiliger Geist, lehre uns. Bring es hervor in unserem Leben. Dass wir verbindend sein können. Dass wir aufrichten. Dass wir das Evangelium verkündigen können. Die beste von allen besten Nachrichten. Jesus, ich bitte dich um unser Land, wo in einer schwierigen Situation steht. Ich bitte dich um unser Land. Ich bitte dich für deine Liebe in diesem Land. Für die Saat, die wir säen. Heiliger Geist, hilf uns dabei. Danke vielmals. Niemand erhebt sich jetzt über irgendjemand. Denn Hochmut kommt vor dem Fall. Auch wenn uns alle beugen. Sagen, Geist Gottes, wir brauchen dich. Wir brauchen die Sanftmut, die du schenken kannst. Wir brauchen die Demut, die du schenken kannst. Danke vielmals. Danke vielmals. Amen.